Nachts arbeiten Schuhputzer nicht. Ich sollte tagsüber wiederkommen. Ja. Gibt's dann hier in der Gegend einen Runenschmied oder muss ich extra? Was war das nochmal? Ja, nein, ist ein Runenschmied, den gibt's da oben. Muss ich wahrscheinlich noch die Vorquest machen. Komm, wir gucken mal, was wir machen können. Ich glaube, das war hier in der Gegend, oder? Ne, war es nicht da? Wählen. Wo gab's hier den Runenschmied? Also muss ich das noch, die Quest noch erstmal machen, bevor... wie war das mit dem Filter? Allgemein. Das Skellige war, weiß gar nicht, was auch nicht. Hier im Königreich diese mal, nein. Sicherlich nicht. Ja, gehen wir mal bei Quests. Ja, okay. Okay, ich muss die Quest auch mal anfangen. Okay. Wenn die Herzogin lacht, dann ist es kein Witz. Ja. Die Rüstung hat wohl den Verstand aus dir rausgescheuert. Nein, ich wollte hier meditieren. Nachts nicht. Bin, oh. Mittag so. Ja, natürlich. Besoffen im Rinnstein, wie üblich. Okay. Okay, gucken wir, was da gerade los ist. Welche Erklärung hast du dafür? Ob es wochenlang gießt oder die Sonne glüht, wir stehen hier immer bis zum Knöchel im Matsch. Was kann ich für das wechselhafte Wetter in Beauclair? Wechselhaftes Wetter? Ich habe dich gesehen. Jeden Tag gibst du uns Abwasser vor dem Laden aus, damit die Leute sich die Schuhe einsauen und zu dir kommen. Eine abwegige Verschwörungstheorie, meine Herren. Verschwörung? Höchstens von meiner Gürtelschnalle gegen deinen Hintern. Komm her! Lasst ihn in Ruhe. Und wer zum Kuckuck bist du? Geht dich nichts an. Ihr müsst nur wissen, dass niemand den Jungen anfasst, solange ich hier bin. Ach ja? Dann schnappen wir ihn, wenn du nicht hier bist. Versucht es und ich werde euch finden. Ist das eine Drohung? Ja, lasst ihn zufrieden und verpisst euch. Oh nein, von Schafsfickern lassen wir uns nicht beleidigen. Zuerst das Schwein, dann das Ferkel. Auf ihn! Ganz langsam, nichts überstürzt. Wir werden dir die Beine Zägelt ihn! Wir werden dir helfen, mit Betrieb eine gemeinsame Sache zu machen. Okay, das war's. Vollidioten. Aber ehrlich. Was geht hier vor? Wer hat mit der Schlägerei angefangen? Ich bin dem Biest auf der Spur. Auf Befehl der Herzogin. Ah ja, wir haben von dir gehört. Und diese Männer, was machen die? Mir das Leben schwer. Die behindern meine Untersuchungen. Verstehe. Na, ein paar Tage im Bau werden sie schon lernen, keine herzoglichen Angelegenheiten zu stören. Na los! Du kämpfst nicht schlecht, Herr. Du suchst nicht zufällig Arbeit. Wir wären ein feines Duo. Ja, was meinst du mit du? Ach, wie stellst du dir das vor? Einfach wunderbar stelle ich mir das vor. Ich schlage eine Partnerschaft vor. Ich putze, du schiebst Wache. Und weil du stärker bist, bringst du morgens das Abwasser raus und machst Schlamm. Die Schlammgeschichte stimmt also?
Kein Wunder, dass sie dich vertrimmen wollten. Ich muss ja irgendwie leben. Und Herr, was sagst du? Partner? Lass mich drüber nachdenken. Hör mal, ich interessiere mich für einen gewissen Herrn. Halt, Moment. Setz dich doch erstmal. Aber meine Stiefel sind sauber. In dieser Stadt sind Stiefel nie sauber. Es sei denn, der Träger war gerade bei mir. Nimm Platz, Herr. Also, um wen geht es dir? Um einen deiner Kunden. Groß, elegante schwarze Kleidung. Er ist nicht von hier. Ein Fremder? Da klingelt irgendwas. Ein bescheidenes Sümmchen würde mir helfen, rauszufinden, was. Und wie viel? Sagen wir 500 Kronen. Bitte? Du spinnst wohl. Was willst du überhaupt mit so viel Geld? Mein Geschäft ausbauen. Du weißt schon. Einen ordentlichen Stand, ein großes Schild, neue Kiste, neue Politur, neue Bürsten. Und wenn dann noch was übrig ist, kaufe ich mich beim Wäscher ein und kriege Abwasser umsonst. Du hast ja sorgfältig geplant. Und ob, mir fehlt nur noch das Kapital. Na gut, mal sehen, ob wir uns einigen können. Okay, 350. Das ist die Spucke nicht wert, die ich zum Diskutieren brauche. Ah, siehst du? Ich wusste, wir einigen uns. Gut, damit bin ich einverstanden. 1000 Dank, das vergesse ich dir nicht. Und jetzt zur Sache. Ich kenne den Mann, den du suchst, aber ich weiß nicht, wie er heißt. Er ist Stammkunde. Alle paar Tage kommt er her und ich kriege immer Trinkgeld. Weißt du, wo ich ihn finde? Nein, aber du kannst hier warten. Vielleicht kommt er ja. Dazu habe ich keine Zeit. Du hast wirklich keine Ahnung, wo ich ihn finden kann oder aus welcher Richtung er gekommen ist? Wenn ich Schuhe putze, schaue ich mir nicht an, aus welcher Richtung die Leute kommen, sondern ich putze. Es scheint ja nicht gerade voranzugehen. Oh, du hier. Geht es dir besser? Oh ja, danke. Die Luft in der Nekropole hier wirkt Wunder der Heilung. Also, wenn ich mich einmischen darf, hätte ich die richtige Frage zu stellen. Junger Mann, siehst du diese Fiole? Ein Tropfen davon in deine Politur und du kriegst jeden noch so verkrusteten Stiefel im Handumdrehen blitzblank. Damit schaffst du 3-mal so viele Kunden wie bisher und musst dich dabei noch weniger anstrengen. Ich gebe dir die Fiole, wenn du uns sagst, wo der Mann wohnt, den wir suchen. Aber ihr tut ihm doch nichts. Der Herr ist seltsam, aber freundlich. Er ist ein Freund von uns. Wir hatten eine Meinungsverschiedenheit und würden das gerne in Ordnung bringen. Ich bringe ihm die Schuhe vor eine rote Haustür beim Hafen. Ob er dahinter wohnt, weiß ich nicht. Wir sollten nachsehen. Vielleicht finden wir eine Spur. Soll ich euch noch die Stiefel säubern, bevor ihr geht? Bei allem Respekt, die haben es nötig. Danke. Später vielleicht. Okay. Mit dem bist du ja schnell fertig geworden. Bei Kindern kommt es darauf an, den richtigen Ansatz zu verfolgen. Die richtige Bestechung auszupacken. Das habe ich gesehen. So, jetzt habe ich mein Mikrofon ein bisschen verschoben, weil ich mich anders hingesetzt habe. Bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen gemütlicher. Ja, jetzt habe ich blitzblanke Schuhe. Okay. Aber 500, Alter. Ich glaube, ich bekomme... Ja, ich bekomme... Da ist die rote Tür, die der Schuhputzer erwähnt hat.
Sollen wir mal klopfen? Also es wäre viel Rahmen. Das ist schon ein Zeichen, oder? Rührt sich nicht. Ich muss hier aufbrechen. Dann kannst du dich auch mit einer Trommel auf die Straße stellen und brüllen, Detlef, ich komme! Etwas mehr Finesse, ich flehe dich an. Was schlägst du denn vor? Augenblick mal eben. Nicht schlecht. Schon mal überlegt, Einbrecher zu werden? Mhm. Da wäre diese Fähigkeit äußerst nützlich. Ich habe es kurz erwogen, aber ich kam zu dem Schluss, dass es mir zu langweilig wäre. Komm. Okay. Wie gruselig. Ist er hier? Spürst du ihn? Nein, er ist nicht hier. Er war es aber vor kurzem. Sein Geruch ist noch stark. Sehen wir uns um. Okay, dann sehen wir uns um. Ein altes Spielzeug. Nutzlos. Schade. Das hat mal jemandem Spaß gemacht. Ich finde diese Puppen ziemlich verstörend. Neulich erst repariert worden. Keine Spur im Staub. Das ist noch nicht lange her. Ich finde diese Puppen ziemlich verstörend. Ja, das hast du schon mal gesagt. Niedliches Dingelchen. Ja, aber okay. Manchmal glaube ich ende wie eins dieser Spielzeuge. Ich finde diese Puppen ziemlich verstörend. Ja, das hast du, du wiederholst dich. Zur Info, ne? Gehen wir auf den Dachboden. Das ist also sein Nest. Sehen wir uns um. Ein Frauenbild. Etwas beschmutzt. Ist das seine Flamme? Ich weiß es nicht. Erinnert mich an jemanden. An wen? Ich bin nicht sicher. Aber mir ist, als hätte ich das Gesicht schon gesehen. Okay, was ist da? Auf ein verdächtiger Brief. Gucken wir mal. Detlef van der Eretein. Du weißt nicht, wer wir sind, aber wir wissen, was du bist. Wir kennen außerdem deine Schwäche für eine Frau, die Renavet genannt wird. Du sollst dieses wissen. Wir ketten sie an und lassen sie von Ratten fressen. Wir ziehen ihr die Haut ab. Es sei denn, du rettest sie. Du musst nach Beauclair gehen und dort 5 Männer so töten, wie wir es dir sagen. Dies musst du innerhalb von 3 Tagen schaffen. Wenn du scheiterst, wird der nächste Brief einen Finger deiner Geliebten enthalten. Na bitte. Der Beweis, dass Detlef nicht aus eigenem Antrieb tötet. Er wird erpresst. Hast du eine Idee? Eine Ahnung, wer dahinter steckt? Hat Detlef Feinde? Hin und wieder macht er sich welche, aber sie leben nie sehr lange. Einer ist ihm vielleicht entwischt. Theoretisch möglich, aber ich wüsste von keinem. Er müsste teuflisch waghalsig sein. Das weißt du ja jetzt, wo du Detlef kennst. Wer immer es ist eine neue Figur. Okay, wer ist real? Wer ist Renavet? Seine einstige Geliebte. Die einzige Menschenfrau, der er je verbunden war. Okay. Sie akzeptierte ihn. Mit ihrer Hilfe fand er seinen Platz in einer feindlichen Welt. Sie begann mit der Arbeit, die ich fortzuführen trachte. Hast du sie kennengelernt? Leider nicht. Sie hat ihn verlassen, bevor er mich rettete. Wobei er stets sagte, sie gelte als vermisst. Was kann jetzt vorgestoßen sein? Warum glaubt er?
Wie kam er zu der Auffassung? Gab es entsprechende Anzeichen? Nicht, dass ich wüsste. Anscheinend ist sie eines Tages mitsamt ihren Habseligkeiten verschwunden. Das wäre bei einer Entführung ungewöhnlich. Ich neige eher zu der Auffassung, dass sie freiwillig gegangen ist. Vielleicht war er in Zorn geraten und sie hatte seine monströse Seite gesehen. Detlef will nicht wahrhaben, dass sie ihn verlassen hat? Ist das so schwer zu glauben? Kennst du niemanden, der damit Schwierigkeiten hatte? Und Detlef ist noch viel emotionaler als die meisten Menschen. Er hat sie nicht nur geliebt, sondern sie war ein Rudelmitglied für ihn. Und sein Rudel verlässt man nicht freiwillig. Okay. Rena Wett mag ihn ja verlassen haben, aber nun ist sie doch offenbar tatsächlich entführt worden. Es sieht ganz so aus. Schwer zu sagen, wozu er bereit ist, um sie zu befreien. Zum Töten ist er offenkundig bereit. Das wärst du für Jennifer auch. Sie bedeutet ihm sehr viel. Im Gegensatz zu denen, die er getötet hat. Ja, ich verstehe. Er will ein Weibchen aus seinem Rudel retten. Genau. Also erpresst ihn jemand, das wissen wir jetzt. Aber wir wissen nicht wer. Wir müssen weitersuchen. Okay. Da liegt noch was. Ah, die hat das Richtige gefunden. Sieh mal, Papierstreifen mit Namen drauf. Graf Crespi, Graf du Lac, Milton de Peyrac-Peyron, Graf de la Croix. Detlefs Opfer, samt und sonders. Aber das ist nicht seine Handschrift. Offenbar aus derselben Feder wie der Brief. Alles mit der gleichen Tinte verfasst. Siehst du die Farbe? Die Tinte enthält Cinnabarit, ein seltenes Mineral. Man findet es eigentlich nur in Nazair. Aber das heißt nicht viel. Jeder kann solche Tinte importieren. Stimmt, trotzdem sollten wir es im Hinterkopf behalten. Schau, dieser Zettel hat Flecken. Wein. Das gibt auch nicht viel her. Erst recht nicht in Beauclair. Vielleicht nicht. Trotzdem sollten wir auch das im Hinterkopf behalten. Ich möchte wissen, wer ihn erpresst. Warum das? Regis, jemand entführt die Geliebte eines Vampirs. Das ist schon dreist. Jetzt zwingt er den Vampir zum Töten, von dem du sagst, dass er kein Mörder ist. Die Erpresser sind Profis. Besondere Leute. Scharfsinnig. Wo ich drüber nachdenke, frage ich mich... Ob es nicht einer von euch ist? Noch ein Vampir? Genau. Die Sache wird interessant. Oh ja. Es ist nur eine Theorie. Ich würde mich nicht darauf verlassen, ehe wir nicht mehr wissen. Da hast du recht. Fassen wir zusammen, was wir wissen. Offenbar wird Detlef erpresst. Jemand hat ihm die Namen seiner Opfer übermittelt. Alle mit derselben Tinte aus Nazair verfasst. Und nicht in seiner Handschrift. Das ist nicht viel. Aber genug, um Detlefs Unschuld zu beweisen. Eindeutig. Stimmt. Das stimmt. Detlef wird manipuliert. Irgendein Irrer benutzt ihn als Waffe, um Leute umzubringen. Es sieht so aus. Aber daraus ergibt sich eine Vorgehensweise für uns. Wir müssen Rena Wett finden. Dann haben der oder die Irren Detlef nicht mehr in der Hand. Kein schlechter Einfall. Könnte einen Versuch wert sein. Aber was ist mit Detlef? Der tötet doch weiter, solange ich seine Geliebte suche. Tut er nicht. Ich überzeuge ihn, dass du ein Freund bist, der helfen will. Und dass er sich ruhig verhalten muss. Ich warte hier auf ihn. Er wird schon nicht so lange ausbleiben. Denkst du, er hört dir zu? Das wird er. Vielleicht sollte ich mit dir warten. Nein, das riecht er eine Meile gegen den Wind. Dann kommt er nicht. Ich bleibe besser allein. Hier musst du mir vertrauen. Gut, ich muss ohnehin der Herzogin Bericht erstatten. Tu das. Wir warten hier auf dich, Detlef und ich.